Partie ist absolviert und jetzt geht es um die Brust im zweiten Gruppenspiel. Die Mannschaften konnten sich also schon mal an den Wettbewerb gewöhnen und jetzt geht es heute um die weitere Standortbestimmung. Ja, auf alle Fälle, Tom, und beide Trainer hoffen natürlich auf einen starken und guten Auftritt ihres Teams. Beide Mannschaften brauchen einen Sieg in dieser wichtigen Phase und für den weiteren Verlauf ist das ganz besonders wichtig, dass man heute erfolgreich ist und ich denke, wir können uns auf eine richtig spannende Partie freuen. Ja, und dieser Abwehrspieler lässt überhaupt nichts anbrennen. Klasse Zuspiel, jetzt hat er Raum. Ja, da hat er den Braten gerochen. Das ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Ja, möglicherweise hat er die Situation damit zunächst mal bereinigt. Und er hat das Auge, um solche Bälle spielen zu können. Pass mit viel Übersicht gespielt. Ja, Zuschauer fordern eine gelbe Karte nach diesem Zweikampf. Ich kann sie verstehen. Völlig frei kann er sich da bewegen. Ah, der sah gefährlich aus. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. So, der Ball ist draußen, gibt Eckball. So, jetzt wird's gefährlich. Und bei der Gelegenheit muss er jetzt hier das Tor erzielen. Also das war ein ganz schwacher Schuss und das wissen wir alle. Das kann er viel besser. Ja, das Kopfballspiel, das ist halt eine große Stärke von ihm. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Ja, für solch eine Aktion kann man eventuell sogar noch die rote Karte zeigen. Da hat er Glück gehabt. Sieht nur gelb. Ja, ganz klar, gelbe Karte. Richtige Entscheidung des Unparteiischen. Und das war gut gespielt. Ja, Passspiel gehört zu seinen Stärken. Ja, das ist natürlich das, was ich... Sieh ab, Junge! Ich glaube, der hat den Pfosten noch berührt. Der hat den Pfosten noch berührt und dann springt er ins Tor aus. Das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Tja, das habe ich mir gedacht. Jetzt bekommt er Gelb-Rot. Gelb hat er schon gesehen und da hat er sich nicht gerade geschickt angestellt in dieser Situation. Schön per Kopf weitergeleitet. Wunderbarer Pass. Da steht er im Abseits, aber das ist nicht so schlimm. Er war ohnehin gut markiert, wäre nicht weit gekommen.
zurückerobert. Ja, also der Spieler ist verletzt, das sehen wir auch hier von hoch oben vom Kommentatorenplatz aus, aber der Schiedsrichter gibt nur Freistoß. Ja, wo hat der Schiedsrichter denn da hingeschaut? Das war doch offensichtlich ein ganz böses, rüdes Foul. Oh, die Verteidigung unaufmerksam. Oh, das war nicht von schlechten Eltern. Schuss aus der Distanz. Ja, dann bleibt dem Schiedsrichter nichts anderes übrig. Natürlich gibt das einen Freistoß. Ja, gut, den Mitspieler gesehen. Er überlegt jetzt, flanke ich nicht. Und jetzt bringt... Oh, dann lässt er den Ball abklatschen. Also wenn die Mannschaft hier trotz des Platzverweises gewinnen sollte, kann sie sich bei ihrem Torhüter bedanken. Ja, der Eckball direkt in die Hände des Keepers. Weit nach vorne geschlagen. Hätte kaum einer geglaubt, dass die Partie zu diesem Zeitpunkt immer noch 0:0 stehen würde, aber genau so ist es gekommen. Und das sieht gefährlich aus. Oh, das war eine ganz gefährliche Situation, aber gut reagiert vom guten Torhüter. Luka Modric. So, das war's, zumindest was die erste Halbzeit angeht. Spielstand 0:0. Was für eine erste Halbzeit. Beide Mannschaften haben sich hier einige großartige Torchancen erarbeitet, aber bis jetzt ist nicht viel Zählbares dabei herausgekommen. Ja, dann schauen wir mal, wie die Trainer ihre Teams auf die zweite Halbzeit eingestellt haben. Ja, was soll ich da für ein Risiko eingehen? Da spiele ich den Ball halt einfach ins Seitenaus. Jetzt könnte die Flanke gleich kommen. Sieht gut aus. Und was für ein Tor! Wahnsinn, was für ein tolles Tor. Was hatte der schon für Chancen heute? Hut ab vor dem Spieler, hat nicht aufgegeben. Und jetzt hat er das Tor erzielt. Klasse Zuspiel. Genau in den Lauf. Wird er flanken? Flanke kommt. Und die Intermannschaft sieht nicht gut aus. Das gibt den Torschuss. Jetzt hat er den Platz. Und bei solchen Bällen, da fackelst du nicht lange. Nur raus damit. Ja, köpfen kann er. Klasse gespielt. So haben sie das im Training geübt. Und sie stürmen nach vorne. Er flankt. Tor! Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans doch gewartet, auf so ein schönes Tor. Ja, und jetzt hat er die Möglichkeit, in einem Spiel 3 Treffer zu erzielen. Klug gespielt. Gut gesehen. Ja, jetzt müsste... Los, schieß, Junge! Nutze die Chance. Und mit den Toren scheint das heute überhaupt kein Ende mehr zu nehmen.
Wunderbar, einfach wunderbar, ein wunderschönes Tor. Also dafür hat er auch gerackert, für dieses Tor, das er jetzt endlich erzielt hat. Na, schön, wie er den Ball weiterleitet. Der Trainer nimmt die erste Auswechslung in dieser Partie vor. Eine weitere Auswechslung des Trainers, seine zweite heute. Ja, und mit so einem langen Zuspiel, wenn es ankommt, da kann man die gesamte Abwehr aushebeln. Ja, steht mindestens eine Auswechslung bevor, ist von hier oben leicht zu erkennen. Reservisten machen sich warm jenseits der Seitenauslinie. Spieler machen sich warm am Rande des Spielfelds und der Trainer hat sich wohl jetzt entschieden, mindestens mal eine Auswechslung vorzunehmen. Ja, gut gespielt und da wusste er sofort, wohin der Ball muss. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Jetzt müsste er flanken. Ja, für die Flanke bedankt er sich. Hat den Ball ganz souverän. Und der Torwart denkt sich bloß erstmal raus aus der Gefahrenzone. Luka Modric. Ein Weltklasse-Pass. So, jetzt hat er Platz. Im Strafraum. Da sind schon die Stürmer. Jetzt muss er einfach flanken. Und jetzt hat der Trainer sein Wechselkontingent voll ausgeschöpft, hat 3 frische Spieler. Das war nicht einfach, auf die Distanz genau den eigenen Mann anzuvisieren. Und die Abwehr macht ihre Sache ganz großartig. Und Achtung, Modric. Und solch einen langen Ball spielst du nur, wenn du ein gutes Auge hast. Sie harmonieren wirklich gut. Und jetzt gibt es hier noch 2 Minuten Nachspielzeit. Da gibt es wenig Platz für die Angreifer jetzt. Und sie machen da hinten die Räume eng. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Ja, hoffentlich hat sich der Spieler hier nicht allzu schwer verletzt. Eine gelbe Karte gibt es natürlich in jedem Fall. Oh, das sieht nach einer bösen Verletzung aus. Da kann er sich beim Schiedsrichter ja fast schon bedanken, dass er nur gelb sieht. Seine Stärken hat er auf der Linie. Das war einfach nur eine Klasseparade. So, und dafür bekommt der gefaulte Spieler einen Freistoß zugesprochen. Das ist eine ganz gefährliche Position jetzt. Also vielleicht hat er da vom Tor geträumt, aber das blieb dann auch ein Traum. Ja, bloß weg damit. So, Ausschluss vorbei. Das Spiel ist gewonnen und da kann man im Prinzip nur gratulieren. So, Sebastian Hellmann hat hier gut analysiert und kommentiert
und wir bedanken uns beide. Wir, das ist auch noch Tom Bayer, für Ihre Aufmerksamkeit daheim.